Wo fliegen wir hin? Es geht nach Mykonos. Saugeil. Wir haben beide, okay, Laura hat Griechenland schon gemacht, ich noch nicht. So gesehen, voll interessant. Wir werden schauen, was wir in den nächsten 4 Tagen mit Austrian Surprise in Mykonos anstellen werden. Der Flug von Wien nach Mykonos hat 2 Stunden 20 gedauert und die meiste Zeit haben wir versucht zu schlafen. Aber diesen phänomenal geilen Sonnenaufgang haben wir natürlich nicht verpasst. Also, wir sind gelandet auf Mykonos und in unserem Kuvert haben wir ein weiteres spannendes Utensil gefunden, nämlich ein Voucher für ein Mietauto. Wir werden jetzt die nächsten 4 Tage ein Mietauto haben und wir sitzen schon drin. Also der Axel ist unzufrieden mit dem Mietauto. Aber es sind nur 4 Tage, wir schaffen das. Und der Wagen war billig, das ist ja auch mal ein ganz wichtiger Faktor. Ja, das ist der Heizung eigentlich. Ich weiß nicht wo. Gerade. Jedenfalls geht es jetzt in den Hauptort und dort was zu essen. Also da sehen wir jetzt schon mal die Windmühlen. Wir haben gerade gelesen, dass die sehr Das ist eine. toll sind. Also das ist einmal eine. Aber da sind noch mehr. Für das ist Mykonos scheinbar bekannt und wir werden uns das noch mal näher anschauen. Abbruch, 3 Kreuzfahrtschiff. Tja, mit denen haben wir nicht gerechnet, aber mal sehen, wie viel in der Stadt wirklich los ist. Der Hauptort von Mykonos ist nicht nur bekannt für Windmühlen, sondern auch für seine weißen, rechteckigen Häuser mit bunten Türen und Fensterläden. Ja, wir sind angekommen in Mykonos City und es geht komplett rund. Wir haben jetzt schon gefrühstückt und ja, es sind nicht 2, nicht 4, sondern ganze 6 Kreuzfahrtschiffe da. Jetzt sage ich einmal, was das heißt für die Bucht direkt am Meer. Und für den Ort. Tja, ihr seht schon, die Stadt ist trotz Nebensaison gerammelt voll. Insgesamt kommen jährlich scheinbar über 2 Millionen Touristen auf diese Mini-Insel. Die meisten mit dem Kreuzfahrtschiff und das spürt man im Hauptort natürlich extrem. Also schnell raus aus dem Trubel und ab in die Unterkunft. Mykonos ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass es billig ist oder so. Deswegen wundert es uns, dass unsere Unterkunft relativ billig ist und schön. Folgender Special Effekt. Da bin ich. Und da ist wieder das Bett. Und da bin wieder ich. Und da ist wieder das Bett. Also mir gefällt's. Ich fühle mich wirklich sehr wohl. Sehr, sehr schön. Name von der Unterkunft wird verlinkt, solange wir weiterhin so zufrieden sind, wie wir es gerade sind. Und jetzt wird ein bisschen Schlaf nachgeholt. Am nächsten Morgen sind wir direkt Richtung Ostküste gefahren, um einen schönen Sonnenaufgang zu erleben. Die Straße zu unserem eigentlichen Ziel war jedoch einfach so schön, dass wir da schon einige Aufnahmen machen haben müssen. Wir sind jetzt natürlich nur bis zum Strand. Boah, das sind Ziegen. Unser ursprüngliches Ziel. Ja, ich glaube oben war es schöner. Aber da haben wir jetzt den Strand ganz für uns allein. Das ist natürlich auch süß. Sehr positive Sache, wenn man auf einer kleinen Insel unterwegs ist, ist natürlich, die Wege sind immer ziemlich kurz. Also, wurscht, wo wir hinfahren, man fährt nicht länger als 20 Minuten maximal. Das ist eigentlich perfekt, wenn man nicht so viel Zeit hat und trotzdem einfach mal random irgendwelche Orte entdecken will. So wie wir jetzt den Norden der Insel. Im Norden war es auch relativ ruhig. Die meisten Touristen bleiben nämlich nur in der Nähe vom Hauptort. Somit waren wir an diesem Strand fast ganz alleine und der Ausblick von der kleinen griechischen Kapelle auf dem Hügel war einzigartig. Danach ging es einmal quer über die ganze Insel innerhalb von 20 Minuten an den Strand, wo sich in der Hauptsaison die Reichen und Schönen ihren Sonnenbrand holen.
Bei schlechterem Wetter im Oktober ist da natürlich nicht allzu viel los. Und auch am benachbarten und scheinbar berüchtigten Psaru Beach war tote Hose. So, wir waren jetzt beim Strand, wo die Liegen 300 € am Tag kosten. Es waren keine Liegen da, es regnet nämlich jetzt. Und da sind die ganzen reichen Leute. Man sieht da hinten auch eine Yacht. Und man sieht, dass wir da nichts verloren haben. Ja, aber was so spannend ist, es gibt eine kleine Shopping-Area da, wo natürlich so die Klassiker wie Dior, Bulgari, Prada und Louis Vuitton. Also alles, was uns natürlich brennend interessiert. Aber ja, es ist ein bisschen surreal. Es hat ein wenig die Dubai-Vibes. es hat die Dubai-Vibes. Ja, Ja. komplett. Also so, wenn du jetzt vorstellst, du kommst mit deiner Yacht daher und weißt nicht, was das ist, gehst shoppen. Ja. Natürlich. Kleinigkeit holt so, gell? Nach einem sehr leckeren, aber etwas kostspieligen Essen sind wir wieder zurück Richtung Unterkunft gefahren. Übrigens, Mykonos hat im Prinzip nur eine Hauptstraße, die eine normale Breite hat. Alles abseits davon schaut gleich mal so aus. Bei Gegenverkehr manchmal tricky, ansonsten trotzdem einfach zu fahren. Aber irgendwie halt witzig. So, neuer Tag, neuer Strand. Wir sind am Paradia Agios Sostis angekommen im Norden der Insel. Wenn wir nicht sicher wieder angekommen sind. Nach kurzer Parkplatzsuche sind wir also bei diesem wunderschönen Strand in dieser kleinen Bucht angekommen. Auch hier war wieder sehr wenig los, aber genau das haben wir geliebt. Also Mykonos hat schon was. Wir sind zwar der Meinung, dass die griechischen Inseln doch irgendwie alle ähnlich ausschauen, aber jeder Strand hat dann doch wieder seinen eigenen Charme. Der ist wieder eine Mischung aus Kies und Sand, kleine Yachten da und das Wetter ist jetzt wieder besser. Wenn ihr dort seid, müsst ihr unbedingt auf den kleinen Berg rechts vom Strand aufgehen. Das dauert nur 2 bis 3 Minuten und der Ausblick auf den Strand ist halt wirklich geil. Ja? Gutes Timing, glaube ich. Richtig nice. Boah, man lebt schon wieder richtig geil. Nice, nice, nice. Ah, das schaut sich das an. Ihr seht es gleich. Nach diesem herrlichen Sonnenuntergang sind wir super motiviert für unseren letzten Tag in Mykonos. Da sind wir um 7 Uhr morgens Richtung Hauptort gedüst, um uns die kleine süße Altstadt nur mit ganz ohne Menschenmassen anzuschauen. Die kleinen Gassen zwischen den weißen Häusern mit den Türen und Fensterläden in allen möglichen Farben sind wirklich sehr süß und wir haben es genossen, eine halbe Stunde fast ohne andere Leute zu treffen, herumzuspazieren. Auch der Besuch im Teil, der Little Venice heißt und von den Gassen her tatsächlich ein bisschen an Venedig erinnert, zahlt sich auf jeden Fall aus. Und was jetzt für mich auszahlt, ist, dass man nachschaut im Internet, wann welche Kreuzfahrtschiffe ankommen und versuchen, vor ihnen dort zu sein, weil sobald das Schiff anlegt, stürmen dort tausende Leute diese Altstadt und ja, das will wissen, was man kann. Und zu guter Letzt haben wir auch noch die Windmühlen gefunden, für die Mykonos bekannt ist. Ehrlich gesagt waren sie nicht so mega beeindruckend, aber ein cooles Fotomotiv sind sie auf alle Fälle. Nach diesem gemütlichen Morgen in der menschenleeren Altstadt haben wir beschlossen, den Rest vom Tag am Strand zu verbringen. Und zwar sind wir heute am Agrari Beach im Süden der Insel. Schauen wir mal, wie der so ist, ob er anders ist als die anderen. Wir werden sehen. I doubt it. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Ist der Strand anders als die anderen? Boah, hey, der ist so anders. Da kann ich gar nicht sagen, was so anders ist. Das ist. Unglaublich. Es regnet aber nicht. Okay. Wow, ist nett, das ist schön.
Der Nudistenstrand ist scheinbar eine Bucht weiter, da sind wir jetzt nicht. Ist auf Mykonos aber halbwegs ein Ding. Gleichzeitig ist auch die Gay-Szene halbwegs ein Ding auf Mykonos, also feel welcome. Von euch das sagt. Und da bleiben wir jetzt den ganzen Tag. Ist das der Ernst? Na, natürlich nicht. Wer uns ein bisschen kennt, der weiß, dass wir das nicht recht lang aushalten am Strand und wir haben vor dem Abflug am Abend einfach nur ein bisschen Action gebraucht. Wir sind auf einem der wenigen Hügel auf der Insel. Und bevor es heimgeht, wollten wir uns noch ein bisschen eine Aussicht verschaffen. Soll ganz nett sein, wahrscheinlich keine anderen Touristen, aber das passt uns ja sehr gut. Cool, dass wir da jetzt gerade noch gehen irgendwie. Theoretisch könnte man mit dem Auto noch weiter fahren, aber so offroad-tauglich ist unseres nicht und ein bisschen Bewegung schadet ja auch nicht. Wir folgen mal etwa 1 Kilometer der Straße, bis wir dann auf ein bisschen unwegsameres Gelände abbiegen. Es geht schon mehr Richtung Wanderweg, als wir gedacht haben. Aber wir alten alpinen Berggemsen werden ja wohl einen Hügel auf Mykonos bezwingen können, oder? Aber hinter mir sieht man schon die ganze Insel. Das ist richtig geil. Alter. Schaut euch das an. Hey, da brennt's. Gut. Ganz oben steht eine alte Militärstation, die nicht recht ausschaut, als würde es noch in Verwendung sein, sowie eine kleine griechische Kirche. Es ist zwar recht windig, aber die tiefstehende Sonne legt so ein schönes Licht über die Insel, dass man gar nicht genug vom Ausblick kriegen kann. Also Laura, Fazit zu unserem abenteuerlichen Ausflug? Wir sind jetzt nicht einmal 25 Minuten gegangen. Es war voll okay, auch wenn es am Schluss schon Kategorie Wanderweg war, aber voll machbar. Von da oben sieht man in alle Richtungen die ganze Insel, alle umliegenden Inseln. Man sieht, dass da hinten einfach komplett regnet. Man sieht, dass da unten brennt. Man sieht alles. Voll empfehlenswert als Abwechslung zum Strand. Ja, das war die letzte Amtshandlung in Mykonos und wir düsen zurück zum Flughafen. Hat euch unser Vlog gefallen? Oder wollt ihr euch eine Meinung zu Mykonos oder einer anderen griechischen Insel mit uns teilen? Dann schreibt es uns in die Kommentare und wir freuen uns, wenn wir euch im nächsten Video wiedersehen. Tschüss, Acel.